Moin Moin und guten Tag, hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat von Harten willkommen. Ja, so schnell geht das. Lässt weg, habe ich mir noch Gedanken gemacht über die Ukraine hin und her und auch schon mal eine Überschrift in Spellbrüch, die hat den Heiden Rind und Ruht, aber das wohl noch mehr Spaß und heute ist das also wie. Putin ist mit seinen Truppen inmarschiert und nimmt die Ukraine unter Beschuss. Nun stimmt auch die Überschrift, Rind und Ruht. Zumindest halb, weil Rind ist hei, aber Ruht natürlich noch nicht wette. Ich bin erschüttert. Aber so ein kohlschnudiges Verholen. Mein Leben Wladimir. Du hast mit dem Zusammenbruch von der Sowjetunion Ende von der 80er Jahren den persönliche Trauma belebt. Ein paar ehemalige Teilrepubliken haben sich souverän erklärt und sind überwiegend demokratisch worden. In St. Petersburg hast du belebt, dass man freie Wahlen verleisen kann. Die hat damals kaum eine kennt. Aber du hast damals schon einen Plan gemacht. Du wohl an die Macht. Und du warst dafür sorgen, dass die Regierung jemals die Kontrolle über die Wahlen beholt. Denn mit dem Zusammenbruch von der Sowjetunion ist das passiert, was nach den Meinung nie passieren dürft. Die Russland wollen nämlich auf einmal nicht mehr das Russland, was du in den Kopf hast. Die letzten 20 Jahre hast du dafür gesorgt, dass das Militär aufgebaut worden ist, dass du die Kontrolle über die Medien hast und dass du dem Volk die Informationen gibst, die du für nützlich hältst. Den größte Feind, das ist die Demokratie. Über das Baltikum, da ärgerst du die Schwatt. So was darf mit die Ukraine nicht passieren. 2005, da hast du die alte Krim in den Nagel retten und Teile von Osten von der Ukraine annektiert. Du hast darauf schätten, weil die ganze Welt davon holt. Demokratie in die Ukraine und eine von Westen unterstützte Regierung, das muss mit allen Mitteln stoppt werden. Und nu hast du die Dristigkeit, diesen Angriff als Friedensmaßnahmen zu deklarieren. Weil du vertellst, du musst die Russen in die Ukraine schützen. Die Russen und die Ukrainer habt doch sehr gaut miteinander lebt. Aber die hätte das nicht gefallen. Du hast nämlich Angst gehabt, dass die Stimmung von der Ukraine nun nach Russland beschwappt und du die Kontrolle über Russland verlierst. Du bist die große Zampano und spielst Schach nach den eigenen Regeln. Du bist hier der König. Du hast das alles langfristig vorbereitet. Amerika mit Joe Biden, der nicht mehr so ganz auf die Höhe ist. Eine neue Regierung in Deutschland, Angela Merkel ist weg. Die neue Regierung, die muss sich erstmal noch finden. Ein Europa, was sich nicht immer einig ist, aber davon gehst du hier sowieso gut. Die NATO und Westen, die wird nicht intervenieren, das hast du schon klar gemacht. Also kort und knackig, renn in die Ukraine, Regierung absetzen, Militär flachlegen, Ostukraine annektieren, eine neue pro-russische Regierung insetzen und wieder ruht. Und wie die lobt das als Befreiung? Wer gibt die das Recht, einen souveränen Staat zu befallen? Menschen umkommen zu lassen? Mit Bomben, Raketen und Panzer, alles platt zu machen, was die in die Quer kommen. Und nachher vertellst du uns mit einem Visage, wo man am liebsten reinhauen möchte, dass das notwendig war, weil du für Frieden sorgt hast. Tausende von Menschen wird das leben können. Und du zuckst nicht mal. Wen du auf deine Abschussliste setzen darfst, der hat keine Chance. Du gehörst zu den gefährlichsten Menschen auf der Welt. Und das gefällt dir. Düsse Macht, düsse Kontrolle. Du bist der König. Aber die, glaubst du, da ist nix. Mein Leben Wladimir.
Das will ich die nun mal singen. Aber da ist noch was. Ja, und das weißt du auch. Und die Tiet wird kommen, dass du für all deine Schurkentricks die verantworten musst. Glaub mir das. Du bist nicht der König. Das hört mich nicht grad und die Menschen in die Ukraine erst recht nicht. Aber mir gibt das Hoffnung. Ich will nur eigentlich ganz andere Sachen vertellen. Aber da hast du mir mein Leben, Wladimir, einen Strich gemacht. Was du aber nicht verhindern kannst, dass ich hier nur eine Kerz und ein Kreuz aufstell. Für die Lü in Gedenken, die durch die Kriegstrieberei nur zur Schanden kommt. Ich mach noch ein Taglicht an und dann will ich mit den Lütbetten besinnen. Mehr kann ich heute nicht machen, das tat mir leid. Ich danke ja, dass du vorbeigegangen hast. Wie hofft auf bessere Tiden. Ich melde mich wieder, ich bin Jürgen Müller.